Na, was sind das einfach für Idioten? Es ist pitschnass, es hat ein Loch. Es ist überall offen. Ich weiß nicht, warum die einfach das Zeug hier über meinen Zaun schmeißen. Ja, Spätzchen, es ist mal wieder soweit. Ich habe wieder so einen Hass auf die Lieferservice, das ist unglaublich. Ich weiß nicht, wieso diese überhaupt keine Verantwortung mehr für die Päckchen übernehmen müssen. Schaut euch mal das hier an. Ist wieder im Regen gelegen, ich habe es euch ja gerade vorhin im Video gezeigt. Es ist doch eine Unverschämtheit, oder? Es ist wirklich so, die absoluten Profis arbeiten beim Hermes. Es ist einfach scheiße. Es ist einfach alles, es ist pitschnass. Es ist wirklich durchgesifft, durchgeweicht ohne Ende. Schaut euch mal das an. 1 Liter Wasser läuft da raus. Ja, schauen wir mal. Vielleicht der beste Start für einen Survival Outdoor Taschenlampentest. Es wäre halt ganz nett gewesen, das Teil vielleicht ein bisschen unter das Dach zu legen und nicht einfach über den Zaun zu schmeißen. Schaut sich mal das an. Ja, es wird um die Wuben X2 Pro gehen. Bringen wir mal alles darüber, dass es nicht verloren geht. Weiter geht's herinnen. Ich habe mich mal wieder total hinreißen lassen, habe jetzt ein Handtuch mitgenommen, weil das immer noch ein bisschen feucht alles ist und draußen ist es mir einfach zu nass. Also zum eigentlichen Video. Ich habe mich ein bisschen beruhigt, aber es ist einfach so, es regt mich halt auf, dass die ganze Zeit irgendwas kaputt ist, nass ist oder sonst irgendwas und das ist halt einfach Mist. Man sieht, es läuft immer noch überall ein bisschen Wasser raus, aber wenn drauf steht wasserdicht, dann ist sie das auch. Und wie gesagt, den Test hat sie bestanden, also wasserdicht, stoßfest, Götterboten Delivery Service, Proof ist sie auf jeden Fall. Sie geht, Gott sei Dank. Bin ich wieder beruhigt. Mir ging es um Folgendes. Diese Taschenlampe, die Wuben X2 Pro, die ist gerade überall. Jeder stellt sie vor, jeder erzählt Geschichten drüber, jeder hat irgendwelche Supercodes und so weiter. Ich habe mir gedacht, für euch, ich hole mir dieses Teil und teste sie mal wirklich. Wasserdichtigkeitstest hat sie bestanden. Die große Panik oder die große Angst war natürlich dieses Teil ist ja offen, wenn es da drinnen ist. Und da ist halt auch das Wasser reingekommen. Hat aber nichts ausgemacht. Da ist so ein kleines Plastikplättchen drinnen, das steht dann hier über und dann ist es natürlich nicht mehr dicht. Kommen wir gleich zum ersten Feature. 2 Doppel-A-Batterien. Dabei sind 920 mAh Akkus. Das ist ziemlich cool, weil wenn die leer sind und man hat nichts dabei, kann man sich die aufladen. Ich hole euch nachher noch näher her, dann können wir uns das alles im Detail anschauen. Ich habe es jetzt natürlich ein bisschen ausprobiert, weil ich natürlich jetzt erstmal Panik hatte, dass sie nicht funktioniert, aber hat sie überstanden. Ich kann jetzt schon sagen, dass das echt ein geiles Teil ist. Kostet ungefähr 50 Euro, es gibt immer so Rabattgeschichten. Wie gesagt, ich mag ja einen ehrlichen Test machen, die Rabattgeschichten, schaut euch bei den anderen, schaut da rein oder vielleicht mache ich einen Amazon-Link unten rein und ihr guckt einfach, wo ihr den günstigsten Rabattcode kriegt, es sei denn, ihr wollt mich unterstützen, dann kauft es halt hier bei mir, dann freue ich mich natürlich drüber.
Aber hier geht es mir jetzt eigentlich einfach nur um den Test und um euch vorzustellen, ist es cool oder ist es nicht cool. Und der erste Eindruck ist ziemlich cool. Es ist robust, es ist ein Metallgehäuse, es hat verschiedenste Lichteinstellungen und das beste Feature, gerade für so ein EDC, Survival, Outdoor, Camping, was auch immer, Abenteurer, ist, dass dieses Ding hier neben den Akkus auch mit 2 ganz normalen Doppel-A-Batterien geladen werden kann. Und was auch ziemlich cool ist, wenn ihr nur eine Batterie habt, ja, geht das Ding auch. Und zwar mit genauso viel Power. Halt wahrscheinlich nur halb so lang. Gut, das ist hier gesichert. Da ist nochmal so ein kleiner Verschluss. Damit kann man es zumachen. Was halt auch ein ziemlich cooles Feature ist, es hat hier so eine Verriegelung. Wie gesagt, zeige ich euch nachher alles in nahe. Hauptlicht, dieses Seitenlicht, das man hier um 20 Grad verstellen kann. Und ganz unten ist sie verriegelt. Da kannst du drücken, was du willst, es geht nichts an. Das finde ich immer extrem wichtig. Vor allem, wenn man sie im Rucksack hat und es drückt irgendwas auf diesen Hauptschalter drauf und dann ist sie irgendwann leer oder im schlimmsten Fall zerschmilzt oder zerbrennt dir irgendwas im Rucksack. Kann dir hier nicht passieren, weil du kannst sie nämlich komplett verriegeln. Ja, sollte jede Taschenlampe haben. Dann habe ich hier ein paar coole Zusatzfeatures dabei. Die schauen wir uns jetzt gleich mal alle miteinander an. Ist natürlich ein Ladegerät dabei mit einem USB-Kabel und das ist hier ein USB-C auf der anderen Seite. Dann ist so ein kleines Bundle dabei, das kann man da unten durchfädeln, das ist nicht meins. Dann ist hier ein Helmclips dabei. Mit 2 Schrauben muss ich aufpassen, dass wir die nicht verlieren, tue ich lieber wieder rein. Also wirklich komplett alles, was ihr braucht. Das sind diese Befestigungen für diese Tactical Helme, wo man an der Seite so eine Schiene hat, wo man dann dieses ganze Zeugs da reinschieben kann. Also dafür ist dieses Teil. Habe ich jetzt nicht. Tactical Helm brauche ich jetzt auch nicht allzu oft. Darum gibt es das nicht. Dann habe ich natürlich gedacht, okay, ich brauche einen Diffuser in Rot, weil ich habe mir nämlich jetzt hier die UV-Lichtversion geholt. Es gibt die in Normal, es gibt die in UV und es gibt die in RGB. Das heißt, dieses kleine Seitenlicht hier, wenn ihr das auf die Mitte stellt und schaltet das an, hier, das ist jetzt halt die Taschenlampenfunktion. Und wenn es jetzt halt hier drauf bleibt, wenn das an ist, so, dann geht hier das UV-Licht an. Und das Coole ist, es ist wirklich mal ein UV-Licht, das funktioniert. Also man sieht hier wirklich die verschiedenen Partikelchen, die dann leuchten. Und es gibt ja viele so UV-Taschenlampen, also ultraviolett, die dann halt einfach bläulich leuchten, aber keine Funktion haben, die dir jetzt da wirklich was bringt. Und ich fand UV ganz interessant, weil RGB, jeder wie er es braucht. Die stülpt man da drüber und dann hat man hier ein rotes Licht. So, es hat unendlich Funktionen. Hier habt ihr noch ein Verstellrädchen. Wenn ihr an dem Rädchen dreht, dann könnt ihr die Lichtstärke und den Fokus einstellen. Und genau das gleiche ist auch hier mit diesem Teil. Und dann habt ihr halt auch bei Druck immer verschiedene Funktionen. Das ist normal, das ist dann super hell und dann könnt ihr es hier runterdrehen und könnt hier den, man sieht es hier schlecht, ich zeige es euch nachher im Dunkeln auch nochmal. Dann habe ich mir immer gedacht, okay, für die Leute, die das gerne Tactical mögen, die wollen ja dann die Lampe so halten und dann wollen sie hier hinten so draufdrücken. Für mich ein völliger Käse. Ich mag eine Taschenlampe wirklich so halten und habe hier gerne den Griff auf den Daumen. Und das ist für mich einfach das Beste. Also so ist es am gescheitsten. Da gibt es dann noch ein cooles Zusatzteil. Das ist dann das Ruben Tactical Tail Switch. Der Zungenbrecher. So, der schaut so aus. Habe ich auch noch nie ausprobiert. Ihr seht, ich mache das gerade alles frisch auf. Ist auch noch ein bisschen nass. Erst die Klappe auf, dann draufschieben, dann die Klappe zu, Klappe verriegeln und dann schauen wir mal, ob es funktioniert. Okay, geht. Also dann habt ihr hier auch für die ganzen Tactical Lovers, gibt es da hinten noch so einen Tail Switch und der ist eigentlich auch gar nicht so uncool und macht auch einen ziemlich robusten Eindruck. Dann haben wir jetzt hier so die ganzen Features durch. Mittlerweile ist auch alles ein bisschen trockener. Dann hole ich euch mal näher her. So, Detailgeschichten.
Also, das ist hier der Tactical-Knopf. Wenn ihr das hier aufmacht, das ist die Verriegelung, dann könnt ihr den hier einfach runterschieben. So schaut das aus. Da ist ein Dichtungsring drinnen. Dann klappt man das hier zu und dann könnt ihr das hier mit diesem kleinen Hebel, könnt ihr das nochmal zusätzlich verriegeln. Hier ist der kleine Schiebeknopf. Vordere Lampe, mittlere Lampe, das ist diese hier, die man verstellen kann. Sperrung. Dann gibt es hier noch dieses Drehrädchen. Das heißt, wenn ihr das einschaltet, zweimal drauf gedrückt, volle Power. Bringt jetzt darin wahrscheinlich viel. Und dann kann man hier den Fokus verstellen. Und was man auch noch machen kann, man kann hier auf dem Knopf bleiben, dann schaltet es hier vorne die ganzen Lämpchen durch. Ihr könnt euch aussuchen, welche ihr hier so haben wollt oder welche ihr braucht. Nochmal drauf, ist sie wieder aus. Hat hier einen Clip für den Gürtel. Das ganze Teil ist Metall und ist ziemlich robust. Also hier hört es. Es hält schon was aus, das Ding. Dann hat es hier dieses Licht. Das kann man hier verstellen, um 20 Grad. Das ist recht praktisch, wenn man die irgendwo hinstellt. Klappt es hier nach unten und macht das Lämpchen an. Und dann hat man hier einen Arbeitsbereich, natürlich vielleicht auch höher. So. Und wenn ihr das UV-Licht haben wollt, wie bleibt es da drauf? Und dann schaltet ihr hier aufs UV-Lämpchen um. Und hier könnt ihr das auch wieder einstellen und ein bisschen Fokus und die Lichtstärke ändern. Da ist der Gumminupsi fürs Ladegerät. Der war natürlich bei mir auch nicht richtig zu. Bisschen geklopft, Wasser raus und es hat einfach funktioniert. Das ist ein richtig schönes Teil. Ich finde es auch vom Design spannend, dass die halt mal eckig ist und nicht rund. Und der Magnet, der ist auch gar nicht mal so schwach. Dann könnt ihr natürlich beim Auto reparieren, wenn ihr das irgendwo hinpacken wollt und ihr braucht beide Hände, peng, festgeklettet, fest magnetisiert und dann habt ihr das Ding hier. Wuben X2 Pro, unten ist sie verlinkt. 1500 Lumen hat sie als maximalen Output. Und sie soll angeblich, das werden wir noch miteinander testen, 90 Stunden lang laufen. Und 205 Meter weit leuchten. Die kleine Seitenlampe hat 400 Lumen, soll 130 Stunden laufen und hat eine maximale Distanz von 82 Metern. Und dieses UV-Licht, schauen wir mal schnell, ob ich das euch hier zeigen kann. So, warte. So, das ist das UV-Licht. Das soll angeblich 6 Stunden lang leuchten. Das gibt es auch als RGB. Dann hat sie natürlich kein UV-Licht drinnen. Hier kann man sie verriegeln, kann nichts mehr passieren. Jetzt gehen wir noch ein bisschen raus in die Nacht spazieren, damit ihr euch das hier mal vorstellen könnt, was das eigentlich hier für einen Lichtkegel ergibt, wenn man die im absolut dunklen durchschaltet von den verschiedenen Modis. Das war's mal wieder aus dem bayerischen Outback. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich konnte euch eine recht coole Taschenlampe vorstellen. Von mir gibt es noch einen Langzeittest und einen ersten Abenteuermarsch mit dieser Taschenlampe. Es ist natürlich wieder so, man hat da versucht, so viel wie möglich in dieses kleine Ding reinzupacken. Ob das jetzt vom Vorteil oder vom Nachteil ist, kann ich euch nicht sagen. Aber für alle, die so ein kleines Multitalent suchen, und das ist es wirklich, ist es echt ein geiles Teil. Ja, was soll ich da sagen? Kauft keinen Glump, da müsst ihr weniger wegschmeißen. Das ist meiner Meinung nach kein Glump. Könnt ihr ja noch weitere Tests dazu anschauen, aber das ist hier ein
unverbindlicher, ehrlicher Test von mir, so wie ihr das gewöhnt seid. Gell? Wünsche euch was. Ein wunderschönes Wochenende. Pfiat euch.